Ja, sehr gut. Gut, ich meine, da innen würde man jemanden verstehen mit 50 Leuten ohne Mikrofon. Aber ich freue mich trotzdem, ein Mikrofon zu haben für alle euch daheim. Und vielleicht beschäftigt euch schon mal eine Frage hier zu Wetzikon, kann man es vorstellen, gibt es ein Leben überhaupt vom Nebel? Und ich kann euch sagen, es gibt eins. Wir haben es Thun immer wieder gesehen, in der letzten Woche, von dem her, die Frage müsst ihr nicht stellen, es ist wirklich so. Ja, wie gesagt, eben, ich komme von Thun, freue mich dort seit 31 Jahren glücklich verheiratet zu sein, Vater von 4 Kindern, erwachsenen Kindern inzwischen. Wir haben 3 Schwiegerkinder und 1 Grosskind. Ich freue mich einfach da dürfen als größere werdende Familie mit Jesus unterwegs zu sein seit Jahren. Ja, heute Morgen möchte ich gerne die Thematik behandeln, wie es Steffi schon eingeführt hat. Wie können wir denn mit dem Jesus in der Familie leben? Und ich werde spezifisch darüber reden, was ist denn, wie können wir Werte vermitteln. Werte sind ja das, was uns eigentlich innerlich bestimmen, wo wir aber erst in der Ausführung merken, was uns eigentlich angetrieben hat. Also, ja, zum Beispiel der Wert, ich will immer Effizienz im Leben und will möglichst schnell von A nach B kommen. Und wenn man den Wert mittreibt, dann ist ein Fahrverbot für mich eine grosse Challenge. Und speziell, wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, denke ich, ja, das kann ich noch machen. Also jetzt. Und dann merke ich, der Wert treibt mich. Und der treibt mich nicht zu einem Verhalten. Ich weiss, ich versuche, mein Verhalten nicht zu ändern, aber ich muss echt den Wert ändern. Versteht ihr? Und um das geht es. Was ist innerlich was uns treibt? Ich werde mit euch eine ganz einfache Skizze zeichnen. Und zwar glaube ich, dass wir Menschen designet worden, und das sehen wir im ersten Kapitel der Bibel, wir sind designet worden als Gegenüber von Gott und der Traum, den wir in unserem Herz tragen, oder der Wunsch, wie wir eigentlich leben wollen, den würde ich jetzt mal als himmlisch bezeichnen. Wir sind für den Himmel eigentlich geschaffen worden. Das war unser Design, für das sind wir gemacht worden. Gott hat uns Menschen geschaffen, um ewig mit ihm zusammen zu sein, um eigentlich seine Liebe zu erfahren durch das. Und wenn die ersten Zeiten, wo die Menschheit dürfen sein, Adam und Eva, das war wirklich eine himmlische Zeit. Gott hat den Menschen ganz viel Verantwortung gegeben. Es war nicht einfach langweilig, sondern Gott hat die Verantwortung gegeben, wirklich schauen zu dieser Schöpfung, nehmen die Verantwortung ein. Aber dann ist dann die grosse Katastrophe passiert. Und das hat dann auch viel eben mit der ganzen Thematik zu tun, die wir heute bewegen werden. Und zwar sind wir getrennt worden von Gott. Und zwar nicht, weil Gott keinen Bock mehr hatte, sondern weil wir uns entschieden haben, wir gehen einen eigenen Weg als Menschen. Und so sind wir getrennt worden und so ist ein Gap passiert zwischen Himmel und der Erde. Die Bibel nennt den Himmel einen Ort vom Licht. Er nennt die Erde nicht Abschätzung, aber er nennt die Erde als Ort der Finsternis. Also er sagt, im Himmel herrscht ein Vater vom Licht. Jesus ist ja dann später auf die Welt gekommen und nennt den, der die Welt beherrscht, der Vater vor Logi. Jetzt Logi verstehen nicht alle Zürcher. Lüge. Also, die Übersetzung, genau, sonst, wenn ihr irgendeinen Übersetzungsstruggle habt, ich weiß gar nicht, was ihr machen könnt. Beten, dass ihr mich versteht. Gut, also Fakt ist, Vater vor Logi, haben wir jetzt mal so ein ganz entscheidendes Wort gelernt heute Morgen. Also, das ist der die Welt beherrscht. Der beherrscht unser Denken, der beherrscht unsere Werte. Von dem Moment an, wo der Mensch ist getrennt wurde, oder ich sage immer wieder, gekidnappt ist worden aus der Hand von diesem wunderbaren Vater, das Erste, was der Mensch gemacht hat, er hat sich schämen. Auf einmal ist ein Wert reingekommen, der Wert hat es vorher gar nicht gegeben. Scham war gar nicht da. Er hat sich versucht zu verdecken vor dem Gott. Er hat Angst gehabt, in eine Beziehung hineinzukommen. Auf einmal sind Beziehungsunfähigkeiten reingekommen und das war im Himmel nicht Teil von dem Design, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist erst geworden durch die Trennung. Zum Glück darf ich heute dastehen mit einer wunderbaren News und mit dem Erleben, dass Jesus ja vor 2000 Jahren vom Himmel auf die Erde ist gekommen. Das ist krass gewesen, dass der Sohn von Gott den Weg angetreten hat, hier auf die Erde ist gekommen und er hat während
30 Jahre gelebt und während etwa 3 Jahren hat er intensiv versucht, einer kleinen Gruppe von Menschen, nämlich seinen 12 Jüngern, einen Weg zu zeigen, wie eigentlich der Himmel funktioniert. Weil er hat gesagt, ihr lieben Menschen, ihr seid nicht geschaffen, für hier unter dem Vater verlogen zu sein. Ihr seid eigentlich geschaffen, für ihre Freiheit zu leben. Ihr seid nicht geschaffen für die Gefangenschaft, sondern ihr seid geschaffen, für ihre Qualität von Himmel unterwegs zu sein. Das ist euer Design. Nach dem habt ihr einen Wunsch, von dem träumt ihr, für das geht ihr eigentlich, aber ihr merkt es selber, ihr schafft es nicht. Und Jesus ist gekommen und hat auf eine wunderbare Art, im wahrsten Sinne des Wortes, während 3 Jahren eine kleine Gruppe von Menschen, 12 Leute, versucht, die Werte vom Himmel zu vermitteln. Er hat angefangen mit der Vermittlung von diesen Werten, indem er eine Bergpredigt hatte, Matthäus 5, 6 und 7, wo er einfach erzählt, wie der Himmel ist. Er sagt, glücklich sind die geistig arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Spannend ist schon, dass Jesus ja immer wieder auch erzählt hat, ich bringe das Himmelreich. Er hat nicht nur gesagt, ich bringe ein bisschen Gott, sondern ich bringe ein ganzes Reich, ein ganzes Denken, einen anderen König. Und dann fängt er an eben in dieser Bergpredigt und erklärt auf eindrücklichste Art, wie der Himmel funktioniert. Die Leute, die ihm zugelassen haben, dachten, das gibt es doch gar nicht. Der sagt zum Beispiel, wenn die eine klebt, dann musst du nicht zurückschlagen, sondern musst die andere Seite auch noch haben. Und ich denke, hey, sorry, das ist überhaupt nicht, also da bist du ja blöd. Also wenn du das machst, wir hätten jetzt ändert der Wert, wenn die eine klebt, dann brätst du ihm zurück, dass er nie mehr klepfen kann. So, das wäre so unser Verständnis, oder? Aber Jesus hat ein völlig anderes Verständnis gebracht, er hat 3 Jahre investiert. Und dieser Form von Investition hat Jesus einen Namen genannt. Er hat gesagt, das ist Jüngerschaft. Ich versuche, während 3 Jahren euch zu vermitteln, wie der Himmel ist. Stell dir mal vor, ich schon für Mongolei, Bangladesch, Pakistan oder was auch immer. Aber stell dir mal vor, ich wäre noch nie dort gewesen und würde auf das Mal als Botschafter von einem dieser Länder angefragt werden. Zum Beispiel Mongolei. Hey, das läuft so etwas von anders dort. Also wenn du dort über die Straße gehst, riskierst du das Leben. Wenn du hier, also wenn du laufen willst, wie du es hier machst, dann bist du, ja, dann redest du unter einem Auto vor, oder? Also das ist wirklich gefährlich. Und darum hat es Jesus gebraucht, der wie von einem fremden Ort daher ist gekommen und seinen Jüngern gezeigt, wie man leben müsste. Und er hat gesagt am Schluss, hey, das war jetzt Jüngerschaft gewesen. Und euer Teil ist, jetzt den Menschen, die hier sind, um euch auch wieder zu zeigen, wie man eigentlich im Himmel lebt. Jetzt bin ich dankbar, dass ich mal in der Mongolei war und trotzdem würde ich mich nicht fühlen danach, als könnte ich die Mongolei vertreten, ihren Recht, ihre Art, wie sie leben. Auch wenn ich 2 oder 3 Mal war, das wäre ich noch nicht prädestiniert dazu. Stell dir mal vor, wie verrückt ist es denn, dass die 12 Männer um Jesus herum nach 3 Jahren müssen prädestiniert dazu sein, den Himmel den Menschen zu vermitteln. Darum hat es einen Lebensstil gebraucht, der Jüngerschaft heisst. Wo Jesus nicht nur gekommen ist, teachen, sondern er hat ihnen modelliert mit seinem Leben, wie das wirklich funktioniert. Und er hat nicht nur modelliert, sondern am Schluss von seinem Leben hat er ja das Gewaltigste gemacht. Er hat schlussendlich den riesen Gap zwischen Himmel und Erde wirklich überbrückt, indem er gestorben ist. Für uns, oh, jetzt bin ich zu weit hin. Ja, das habe ich selten im Griff. Okay, und mit seinem Tod hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus mir. Es gibt wieder eine Brücke. Und im Kolosser 1,13 heisst es, der spannende Vers, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn ist. Das hat Jesus ermöglicht. Er hat gesagt, ich kann euch aus diesem Ort nehmen und euch zu Bürger vom Himmel machen. Philipper 3,20, wir sind Bürger vom Himmel. Ihr werdet sogar Botschafter vom Himmel auf dieser Erde, 2. Korinther 5,20. Ihr werdet den Himmel vertreten und ihr werdet nicht nur Vertreter sein, sondern ihr werdet eigentlich da Bürger sein. Und wenn ihr die Erde verlässt, wird euer Platz im Himmel sein. Und darum ist das so ein Kernstück, dass Jesus gesagt hat, kommt zu mir. Der einzige Weg, der dahin führt, bin ich. Und jetzt dürfen wir hier auf dieser Welt sein
Wir sind aus dem Reich Verfinsternis errettet worden, sagt die Bibel. Die Jesus annehmen als Freund, als der Weg, der zum Vater und zu dem Grunddesign führt, zu dem Masterplan zurückführt, den Gott uns eigentlich gemacht hat. Und wenn wir das dürfen annehmen und sagen, Jesus, das will ich. Ich nehme das an. Auch wenn das komisch klingt, aber ich will das. Dann erleben wir, dass wir wirklich Teil vom Himmel werden. Und dann von diesem Moment an dürfen wir eigentlich Verantwortung wahrnehmen, so wie es Gott ursprünglich gedacht hat, nämlich, dass wir den Himmel auf die Erde vermitteln. Nur jetzt ist die Erde im Moment, oder nicht nur im Moment, immer wieder wirklich sehr auf eine komische Art und Weise gewickelt. Wir haben ganz verschiedene Arten, die diametral verschieden sind, als das, was der Himmel ist. Und wir leben noch in einer spannenden Zeit, es gibt es etwa nur mal 500 Jahre, in der Zeit, wo wir jetzt leben, nämlich dass zwei grosse Zeitepochen zu Ende sind gekommen. Nämlich die Zeitepoche vom Christentum, weil Menschen haben versucht, mit Institutionen, den Himmel noch irgendwo zu integrieren auf dieser Erde mit dem Christentum. Das kommt zu Ende. Meine Frau ist noch, was sie in der Oberstufe war, hat sie noch einen Lehrer gehabt, der hat jeden Morgen mit dem Kind das Vaterunser gebetet. Das ist ein Teil vom Christentum. Heute, wenn ein Lehrer das Vaterunser betet, unsere Tochter ist Lehrerin in einer öffentlichen Schule, das gibt Troubles. Das Christentum hat ein Ende gefunden. Das ist so, das können wir jetzt nicht ändern. Und gleichzeitig hat die Moderne, die seit der Renaissance unser Denken prägt, auch noch ein Ende gefunden. Und das hat dazu geführt, dass ganz viele Werte, die in den letzten 20 Jahren nochmal gewaltig verändert wurden. Damit sage ich nicht, vor 20 Jahren war es besser. Vor 20 Jahren war die Erde genau gleich ein Ort für Finsternis. Das war vielleicht noch ein bisschen christlich Tarnen. Aber jetzt merken wir, die Tarnung fällt weg. Und wir sind schockiert darüber manchmal. Und schockiert als Christen sagen, warum werden so Werte einfach über Bord geschossen? Und wir haben eine Gefahr, einen Mix zu machen. Und zwar denke ich oft, die Geschichte, im 2. Könige 17 steht die, wo der assyrische König die ganzen Israeliten aus dem Land Israel herausgenommen und andere Leute hergeschickt hat, um dort anzusiedeln. Und dann haben die gemerkt, das Land, wo wir hier wohnen, das wird irgendwie ein Gott besitzt. Da müssen wir müssen irgendwie Informationen bekommen, wie können wir das so leben, dass es einigermaßen okay ist. Und dann schicken sie einen Priester her. Und es gibt so einen Mix zwischen ein bisschen himmlische Vermittlung von Werten und parallel eigentlich eine völlig nicht auf Gott orientierte Lebensweise. Das waren die Samariter, wo wir im Neuen Testament viel von lesen. Das war so ein Mix-Glaube. Das ist so ein bisschen vom Himmel etwas vermittelt, aber eigentlich haben sie noch ihre Götze angebetet. Und ich sehe, dass wir in der heutigen Zeit oft in Gefahr sind, so einen Mix zu machen. Gerade weil wir versuchen, irgendwie so ein paar himmlische Sachen aufzuschnappen, irgendwie die Bibel zu nehmen und versuchen, die umzusetzen. Und gleichzeitig merken wir, dass wir eigentlich sehr geprägt sind von dem Denken von dieser Zeit. Und ich glaube, Jüngerschaft der Familie hat ein grosses Ziel. Nämlich, und da haben wir eine riesige Chance, so wie Jesus 3 Jahre Zeit hatte, wir haben länger Zeit als 3 Jahre mit unseren Kindern. Wir haben normalerweise 15 bis 20 Jahre Zeit, manchmal sogar 25 Jahre, wo wir Zeit haben, das zu machen, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Nämlich die Werte vom Himmel zu nehmen und die Familie als ein Trainingsfeld zu brauchen, und so hat Gott nämlich gedacht, um die Werte zu implementieren ins Herz unserer Kinder. Und wie ich vorher gesagt habe, Jesus hat einen Lebensstil gelebt. Der Lebensstil heisst Jüngerschaft. Es geht nicht anders als eine Form, wo Leben und Lehre zusammenkommt, damit himmlische Werte in unser Leben hineingetragen werden. Und über solche himmlische Werte werde ich heute Morgen ein paar Sachen mit euch teilen. Römer 12,2 heißt: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist ein Wunsch von Gott. Er will es, und es gibt keinen besseren Ort als die Familie, für das zu tun. Weil als Familie lebst du zusammen. Meine Kinder haben wir erlebt. Und ich habe mit meinen Kindern mal ein Commitment gemacht, oder wir als Ehepaar, also wir tragen das 100%ig zusammen. Und all die Schritte, die wir mit unseren Kindern sind gegangen, haben wir als Ehepaar durchlebt. Auch wenn ich manchmal sichtbarer bin als meine Frau.
Aber ich habe mir eine Erziehung oder eine Family, wo meine Frau ist so was von entscheidend. Und das ist, wir sind gestern noch spazieren und hat sie gesagt, das ist auch manchmal komisch, du gehst so an einen Ort, du redest über Erziehung. Und sie hat einen gemütlichen Abend mit ihren Töchtern verbracht. Das ist ja eigentlich, ja, vielleicht sollten wir das zusammen, aber es ist nicht in unserem, wir haben wie eine Art entwickelt, wo wir immer Family First gemacht. Und meine Frau hat so viel daheim gerade eben versucht, die Werte auszufüllen, während sie unterwegs sind. Und jetzt haben wir neue Chancen und jetzt müssen wir wie unser Leben wieder neu planen, damit wir noch viel mehr eben zusammen auch das tun in der Öffentlichkeit. Aber Fakt ist, wir haben versucht, als Family immer wieder eigentlich den Ort zu schaffen, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und etwas ist uns wichtig gewesen. Mit unseren Kindern ein Commitment gemacht und gesagt, ich weiss noch, das war für mich ganz ein wichtiger Moment, als ich im Buch geschrieben habe, Buch von Jüngerschaft, wo ich auf dem Spannteppich von unserem, also so einem Kinderzimmer-Spannteppich, dann hat man zum Glück noch nicht gewusst, was da alles noch drin ist. Aber inzwischen haben wir gemerkt, dass das Spannteppich nicht nur das Kleinste ist im Leben. Aber ich war dort am Grennen, weil etwas zerbrochen ist von meinen Träumen. Und in dem Moment habe ich gewusst, ich darf mit unseren Kindern gemeinsam ein Commitment machen und sagen, hey Kiddies, erstens, ihr seid meine wichtigsten und unsere wichtigsten 4 geistlichen Kinder und damit unsere Jünger. Wir wollen, und das Zweite war, dass wir gesagt haben, und wenn ihr mich mal auf einer Bühne seht, und ich bin nicht gleich wie am Küchentisch, dann bitte holt mich ab. Weil das, was wir leben wollen, in der Öffentlichkeit, das sollen wir leben daheim. Und entweder aus Anstand oder aus Liebe haben sie mir das jetzt noch nie abgenommen. Aber Fakt ist, wir erinnern uns immer wieder an das, zu sagen, hey, ich will das wirklich genau so leben. Und so haben wir angefangen, im Kleinen das treu umzusetzen. Nicht einfach von Wertevermittlung reden, auf den grossen Bühnen, sondern wirklich im Kleinen anfangen, das umzusetzen. Und das Kleine ist perfekt für das erneuerte Denken. Ich möchte mit jetzt ein paar, etwa 25 Punkte mal aufgeschrieben, wo es so Werte-Changes gibt, wo der Himmel total anders funktioniert als die Erde. Und verschonen von 25, ich nehme nur ein paar, also keine Angst, Sonntagsbrat ist gesichert. Also, aber ich werde euch ein paar Punkte mitnehmen. Zum Beispiel 2 so Grundhaltungen, die Welt prägt. Die eine Grundhaltung ist, die Welt ist sehr geprägt von Leistung. Brutal. Wenn du die Leistung nicht bringst, bist du niemand. Die Welt sagt uns eigentlich, deine Identität entspricht deiner Leistung. Wenn du etwas tust, dann bist du jemand. Der Himmel sagt genau das Gegenteil. Der Himmel sagt, du bist jemand und darum kannst du etwas tun. Hey, das ist ein Change. Das hat Jesus seinen Jüngern müssen wirklich beibringen. Er hat mit ihnen gelebt. Da braucht es Leben, Modellieren. Er hat ihnen das gezeigt. Jesus ist nicht auf die Meinung der Leute abgefahren. Mal haben sie geklatscht und ihn zum König machen. Das nächste Mal wollten sie ihn steinigen. Er war nicht abhängig. Er hat gewusst, mein Tun führt nicht dazu, dass ich jemand bin, sondern ich bin jemand, darum tue ich etwas. Und das ist ein Change zwischen Leistung und Gnade. Ihr seht es auf dem Screen, die verschiedenen Gegenüberstellungen. Der Himmel geht von Gnade aus und die Erde geht von Leistung aus. Die Familie ist der Ort, wo so einen Wert setzen kann. Konkret. Unsere Jüngste hat Lernblockaden gemacht in der Schule. Völlig unverständlich. Mit 4 hat Susanne und mir einander angeschaut und gesagt, das ist die schlauste von allen. Die war wirklich blitzgescheit. Und irgendetwas ist passiert, was wirklich eine gewaltige Lernblockade ausgelöst hat. Sie hat gelitten unter dem. Ist dann in den Strudel vom Mobbing hineingekommen. Sie ist manchmal am Mittag hergekommen und gesagt, seit dem Morgen seid ihr die Ersten, die wieder mit mir reden. Niemand hat mit mir geredet. Es ist eine unherzige, ein tolles Modi. Aber im System von dieser Leistungsorientiertheit an der Grenze gehangen, kaputt zu gehen. Sie hat sich definiert darüber, was sie kann. Und das hat dann unsere Welt gesagt, wenn du etwas nicht kannst, dann bist du nichts. Und wir haben ganz bewusst gemerkt, wir haben als Familie eine grossartige Chance,
Speziell an diesem Kind, aber auch an allen anderen. Unsere Älteste war hochbegabt und konnte die Klasse überspringen. Dort war dann mehr Gefahr, dass sie glaubt hat, dass sie wirklich wegen Leistung etwas ist. Die war ja jemand. Und ihr beizubringen, weisst du, Dorin, wir haben dich nicht mehr gern, nur weil du gegen 6 heimbringst. Wir messen dich nicht an den Noten. Was soll die Zahl? Die Zahl hat mit deinem Leben nichts zu tun. Wir lieben dich, weil du unsere Tochter bist. Und der Kleinste darf sagen, Dina, die Zahl, die du da heimbringst, das ist keine Aussagekraft für dein Leben. Und wir haben so manchmal das Mädchen hergenommen, in Teufel in die Augen geschaut und gesagt, Dina, wir lieben dich von ganzem Herzen. Uns interessiert die Zahl nicht. Wir versuchen dir zu helfen, dass die Zahl besser wird. Aber es hat nichts mit dem zu tun, wer du bist. Du bist eine Geliebte. Das ist eine Challenge. Das braucht Wort, aber es braucht auch Vorleben. Vorleben bedeutet, dass wir mal ganz bewusst das Abbrau gemacht nach einem Elterngespräch. Und das Elterngespräch hat geheissen, ja, sie kämpft. Und wir sind heimgekommen. Und natürlich, die Kinder haben Angst. Jetzt, die Eltern. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir etwas feiern. Wir feiern unsere Tochter. Wir machen ein fettes Apero. Und sie hat gesagt, aber Daddy, ja, jetzt ist es doch gut rausgekommen. Meine Noten. Ich habe gesagt, weisst du was, deine Noten interessieren uns doch nicht. Du interessierst dich, wir finden dich wunderschön, einzigartig, wir finden dich gewaltig. Und das Mädchen durfte lernen, aus Gnade zu leben. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich die sensibelste diesbezüglich, hat heute die höchste Sozialkompetenz für unsere Kinder. Weil sie einen Ort gefunden hat, der versucht hat, und wir haben es nicht immer geschafft. Weisst du, ich bin manchmal ausgeticket. Wenn du irgendwelche Rechnungen erklärst und du merkst, du schnurrst irgendwie durch die Wand durch, dann schaut dir das Kind an und merkt, das geht nicht rein. Und du wirst verrückt und denkst, ich habe es manchmal verbockt und manchmal müsste ich Buß tun. Aber das Leistungsorientierte macht Menschen kaputt. Und wir haben gesehen, wir wollen eine Familie sein, die den Himmel auf die Erde bringt. Und das war eine Challenge. Heute ist sie eine gesunde junge Lady, die darf, ich weiß nicht warum, moderiert den grossen Bless-Tun-Gottesdienst mit Hunderten von Leuten, ihre Selbstverständlichkeit. Und sie weiss, es ist nicht das, was mich misst. Es ist auch nicht das, was mir zeigt, wer ich bin. Ich bin jemand, weil Jesus mich liebt. Eine andere grosse Challenge ist Stress und Ruhe. Ich meine, unsere Welt ist getrieben von Stress. Das ist normal. Der Wert. Hey, wenn du nicht Stress hast, bist du ein Langweiler, du hast etwas falsch gemacht im Leben. Die Bibel redet uns davon, sagt, der Himmel ist geprägt von Ruhe. Das heisst nicht, dass deine Agenda leer sein muss wegen dem. Aber es braucht das Leben aus der Ruhe. So sagt der Himmel, so hat er es gemacht. Warum hat er uns den 7 Tage geschenkt? Das ist ein Ausdruck, der erste Tag, wo der Mensch auf die Welt kommt. Stell dir mal vor, der Mensch kommt auf die Welt am 6. Tag und dann sagt Gott, und du wirst die ganze Welt verwalten und. Hey, weißt du, was wir gemacht hätten? Als Schweizer? Wir hätten losgelegt am nächsten Morgen um 5 Uhr. Und dann sagt Gott am ersten Tag, Freunde, wir starten mal mit einem Ruhetag. Hey, so ist der Himmel. Zu überlegen, muss ich dann jede Aktion nachsäckeln? Muss ich jeder Möglichkeit, jedem Freizeitpark nachjagen als Familie? Oder schaffen wir Orte von Ruhe? Familie ist der beste Platz, wo du das kannst trainieren kannst. Wir haben uns zum Teil ganz bewusst eingeschränkt, um aus dieser Ruhe rauszuleben. Eine weitere Challenge ist zum Beispiel, die Welt wird geprägt, das Militär sagt, Kontrolle ist besser. Nein, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt die Welt. Das sagt das Militär. Vertrauen ist okay, aber Kontrolle ist schon besser. Der Himmel sagt genau das Umgekehrte. Der Himmel sagt, es ist ein Ort von Vertrauen. Schau mal, wie Jesus mit seinen Jüngern ist umgegangen. Nicht mit einem Kontrollsystem. Und der Punkt ist, wenn wir mit unseren Kindern weggehen und dauernd versuchen, sie in dem, was wir sie anleiten, ein Kontrollsystem hinterher zu schieben, wo wir sie dauernd kontrollieren, ich sage dir eins, jede Kontrolle führt dazu, dass man sie lenkt.
Ich funktioniere sofort so. Wenn ich Kontrolle spüre, dann suche ich den Weg, wie komme ich da raus. Es gibt so viel marode Systeme, weil wir versuchen zu kontrollieren. Und in der Familie passiert das so. Und sagen wir entscheiden uns, wir wollen ein Ort sein von Vertrauen. Wir glauben, dass wenn wir dir das sagen und mit dir den Weg gehen, wir glauben, dass du es machst. Vertrauen setzt frei. Familie ist der beste Ort, um himmlische Werte zu pflanzen. Ein weiterer Punkt ist, unsere Gesellschaft ist fokussiert auf das Nehmen. Ich will nehmen. Nehmen ist besser als geben, sagt unsere Welt. Und Jesus sagt, nein, ist genau umgekehrt. Ihr seid designt worden, gemacht worden, um glücklich zu werden, wenn ihr gebt. Geben ist besser als nehmen. Ich könnte euch alles unterstreichen mit Bibelvers, habe ich keine Zeit heute Morgen. Und jede von diesen Challenges wäre eigentlich eine Predigt wert. Und jetzt das Kind zu nehmen und in das hineinzugehen und zu sagen, Kiddies, die Frage am Schluss des Tages ist nicht, wie viel haben wir nehmen können, sondern die Frage ist, was hast du geben, was investierst du in deine Klassenkameraden, was können wir in das Dorf hineingehen, was ist unser Teil, den wir geben können. Und die Frage ist gar nicht, was wir nehmen können. Eine weitere Geschichte ist, die Welt sagt, Geld bestimmt. Und der Himmel sagt, das stimmt gar nicht. Glaube bestimmt. Wir haben mit 14 Jahren angefangen, ihnen die Verantwortung von ihren Finanzen zu übergeben, ihnen ein Fixum auszahlt und gesagt, mit dem werdet ihr eure Kleider kaufen, eure Klassenlager finanzieren. Das ist ein Fixum, das wir euch jeden Monat geben. Aber wir haben nicht einfach gegeben und gesagt, ja, jetzt, wir haben einen Jüngerschaftsprozess gemacht. Gesagt, hey, geben ist besser als nehmen. Als erstes von dem Geld, das darüber kommt, denkt nicht, oh, endlich mal ein bisschen Stutz im Sack, sondern, hey, wie viel könnt ihr geben? Und woher könnt ihr geben? Und eine zweite Frage ist nicht, das Geld misst nicht, wer du bist. Das hat Gott schon definiert. Und darum ist die Frage, was darfst du mit dem Geld verwalten? Und wir sind mit unseren Kindern weggegangen. Nicht jedes Kind hat das gleich schnell begriffen. Nicht jeder Jünger hat das System verstanden, das der Himmel vermitteln will. Es hat Jünger gegeben, die waren ganz hartnäckig in dem Denken von dieser Welt. Und es hat Kinder gegeben, die ganz hartnäckig waren in dem Verständnis, dass es besser ist als nehmen. Aber wo gibt es den besseren Ort als der Familie, das zu üben? Und dort bin ich so dankbar. Unseren Sohn zu sehen, der einen Eritreer nach einem 2-fachen Negativ rausholt aus dem Asylverfahren und sagt, ich übernehme die ganze Verantwortung, ich nehme den mit heim. Und die diesen Vertrag mit ihm gemacht haben, gesagt, Herr Kuhn, als ich als Juristin den Vertrag aufgesetzt habe, ich gedacht, welcher Schweizer unterschreibt so etwas? Dir sagen, der Staat, ich übernehme die Verantwortung vom Staat. Als 25-jähriger junger Familienvater, was läuft denn mit euch? Dann hat er gesagt, es gibt 2 Gründe. Erstens, der Mann ist mein Freund. Und zweitens, geben ist besser als nehmen. Aber es muss in der Familie trainiert werden. Und Familienleben ist so spannend. Wenn wir von die Werte sagen, hey, in nächster Zeit legen wir unseren Fokus auf das. Oder ein weiterer Punkt ist, Fokus auf der Erde ist auf die Erfolgreichen. Die schaffen es in den Medien. Die Randständigen interessiert niemand. Damit meine ich nicht nur Randständige von sozial Schwachen. Es gibt viele Randständige, die top verdienende Businessleute sind. Die randständig sind, weil sie ihrem Herz am Rand stehen. Jesus sagt, ich will, dass ihr die Randständigen fokussiert. Und darum war für uns klar, jedes Geburtstagsfest laden wir 1 bis 2 Kinder ein, die noch nie eingeladen wurden an ein Geburtstagsfest. Mir reisst mir das Herz ab, wenn ich die Bilder denke, wo sie mit der Geburtstagseinladung in die Klasse kommen. Die 5 Liebsten können immer kommen. Und die anderen, hey, das macht etwas. Und die Kinder einzuladen. Sagen wir, wertschätzen euch. Es ist ein Wert. Hey, das hat unser Kind manchmal Überwindung gekostet. Mein Sohn ist eine Woche vorher von einem Albaner verklopft worden. Und eine Woche später haben wir den Eindruck gehabt, das ist nicht doch, oder sollst du einladen? Hat ihn niemand verklopft. Aber das Schöne ist, er hat gesagt, sicher nicht. Und er hat gesagt, doch. Die Welt tickt nach dem Motto, liebe deine Freunde. Der Himmel hat gesagt, liebe deinen Feind. Boah, das ist heftig. Und das braucht Jüngerschaft, Leben und Lehre. Väter und Mütter, der hockt an der besten Quelle, für Kinder die Werte vom Himmel zu vermitteln.
Wir müssen uns das bewusst werden. Die Kirche hinkt irgendwo hinten nach. Ich versuche das zu unterstützen. Das ist mega toll, was die Kirche unterstützt, aber das Vermitteln, die beste Plattform ist eine Familie. Es gibt die Geschichte aus Richter 13, wo der Manoach seine Frau eine Begegnung hat mit einem Engel, wo dieser Frau sagt, der werde den Simson bekommen. Und dann dieser Frau Anweisungen gibt, wie sie leben soll. Und sie kommt heim mit dieser Message und sagt, wir werden einen Sohn bekommen. Und dann sagt der Manoach, aber hey, sorry, aber wie müssen wir denn mit dem? Wie müssen wir denn? Ich weiß nicht wie. Und er betet er und sagt, Gott, du musst noch mal vorbeikommen, du musst uns sagen, wie. Und so kommen wir uns Eltern ja vor. Wie müssen wir denn? Und dann kommt der Engel noch mal. Und wisst ihr, was er ihm sagt? Er sagt nicht, wie sie es müssen, sondern er sagt, wie sie leben sollen. Und liebe Eltern, ich glaube, die Aufgabe ist nicht nur die Aufgabe zu sehen, jetzt müssen wir den Himmel und die Erde zugänglich machen, den Kindern zugänglich machen und logisch ihnen vor allem vermitteln, dass sie den Jesus persönlich annehmen dürfen, sondern der Punkt ist, es challenged uns als erstes. Zu merken, Mist, in meiner Identität bin ich Bau auf Leistung. Und dann brauche ich Jüngerschaft, auch mit Freunden, wenn ich unterwegs bin. Damit die Jüngerschaft in meiner Familie leben darf. Wir brauchen als Ehepaar Jüngerschaft, wo wir mit anderen unterwegs sind. Damit wir es vor Ort leben dürfen. Und jetzt denkst du, oh, das mache ich. Was hat er jetzt gegeben mit 14 mit dem Geld? Das ist eine gute Idee. Ja, das mache ich. Ich werde mit etwas schließen. Ich nenne das Fruchtbarkeitszyklus. Das klingt ganz wild. Also mega gescheit, das wirklich. Und zwar, die Frage ist, wie bringen wir das fruchtbar, wie können wir das umsetzen? Ich habe etwas gesagt über Leben und Lehre. Logisch, das ist die Form. Aber oft versuchen wir, egal jetzt, ob es das ist oder ob etwas anderes ist, was uns auffällt, versuchen wir erkennen etwas und dann versuchen wir sofort zur Umsetzung zu schreiten. Okay, ab morgen machen wir es. Ja, heute ist noch krass, aber morgen. Und so oft gehen wir auf die Schnauze. Weil das Reich Gottes baut nicht auf deine Kraft. Baut nicht darauf, dass du dir etwas vornimmst und dann geht's. Und ganz sicher nicht, wenn es um so Geschichten geht, die es dich selber ja betrifft. Und mich. Sondern das Reich Gottes baut auf etwas ganz Spannendem. Gott will, dass wir in all dem Innen, was uns fasziniert, und sagen, ja, das wollen wir auch leben. Egal ob es in der Familie oder wo auch immer. Gott baut immer darauf, dass der Weg zur Fruchtbarkeit dorthin führt, dass wir als erstes kapitulieren. Und zwar zu diesem Punkt kann man sagen, Gott, ich kann das nicht selber. Ich will das willkommen heißen, ich will das Reich Gottes, ich will der Reich Gottes Familie sein. Heisst erstens kapitulieren. Ich kann es nicht. Ich gehe auf die Knie und sage, Jesus, ich kann es nicht. Und weißt du, was Gott sagt? 2. Korinther 12,9. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Menschen, die kapitulieren, werden erleben, wie Gott ihnen Kraft gibt. Wie Gott ihnen eine Möglichkeit gibt. Du hockst vielleicht da und denkst, leck du mir. Ja, wenn ich so wäre, wie der Kuno, der jetzt das alles so aus dem Ärmel schüttet. Ich werde dir eins sagen. Wenn ich etwas vermitteln darf, und wenn Gott mir Sachen gelehrt hat, ist es aus Kapitulation passiert. Nicht, weil ich es können. Nicht, weil ich irgendwie mir vorgenommen habe. Ich habe versucht, Sachen zu können. Und du kannst im Buch lesen, was passiert ist. Gott hat mir gewaltig den Stecker rausgezogen. Aber von dem Moment an, wo Gott mir das Geschenk für Kapitulation zeigt, und zwar nicht einmalig, sondern immer wieder. Immer wieder sage ich kann es nicht. Aber dann sagt Gott, aber ich kann es. Darf ich? Und dann kommt ein wunderbares Geschenk, nämlich das Geschenk für Gnade. Gott gibt den Menschen Gnade, die kapitulieren. Und wenn Gnade der Antrieb ist, 1. Korinther 15,10 heisst, durch Gnade bin ich, was ich bin. Und weil ich Gnade habe, kann ich mehr tun als der alle anderen, sagt der Paulus. Und er gibt uns Kreativität, er gibt uns den Zugang und den Schlüssel zu den Herzen unserer Kinder. Er gibt uns Möglichkeiten. Vielleicht bist du da, bist nicht mehr in der Situation, dass Kinder sind, aber du hast in all diesen Werte-Challenges haben wir so viele Herausforderungen. Und er gibt uns das, was wir brauchen. Und wenn er es gibt,
dann werden wir Frucht bringen. Frucht, wie Gott es ehrlich gedacht hat, wie sein Masterplan war. Jetzt wollen wir auf einen Moment eingehen, auf die Fragen, die sie reinkommen. Wenn sie reinkommen, bitte Steffi, hochzukommen und mir doch zu sagen, ob da etwas war. Danke vielmals, Kuno. Wir kommen hier gerade noch die Stühle über und wir dürfen da sitzen. Es sind tatsächlich einige Fragen reingekommen, die ich dir sehr, sehr gerne stellen werde. Danke euch. So, du hast jetzt uns die Punkte näher gebracht und da ist eine Frage gekommen, wo findet man denn die 25 Unterschiede von Himmel zu Welt? Also eigentlich alle Punkte. Sind die in einem Buch aufgelistet? Kommt man an die an? Das ist jetzt eine gute Frage. Also in meinem Skript wären sie. Nein, aber ja, habe ich echt in meinem Buch? Ich glaube nicht. Jetzt bin ich wirklich unsicher. Es könnte sein. Ich kaufe am besten mal das Buch, dann seht ihr es. Das wäre das schwarze Jüngerschaftsbuch von Stiftung Schleif rausgegeben. Aber nein, aber ja, ich könnte euch die gerne schicken. Ich kann euch das Skript schicken und dann könnt ihr sie geben. Okay, das ist ein gutes Zeichen, wenn die Leute interessiert sind. Genau. Da ist eine Frage gekommen, wie habt ihr es gemacht, wenn Kinder Kinderbücher lesen, wo gerade Hexengeschichten drin sind oder magische Sprüche gesprochen worden sind? Haben ihr die Geschichte gelesen? Haben das bewusst auf die Seite getan? Wie sind ihr mit dem umgegangen? Wir haben versucht, mit den Kindern immer einen erklärenden Weg zu gehen. Und unser Wunsch war, sie sollen nicht einfach hören, das ist richtig, das ist falsch, das macht man nicht, sondern wir wollten mit ihnen einen Weg gehen und ihnen erklären, was dahinter steht. Und wir haben logisch uns Zeit genommen. Wir haben in unserer Kinderzeit Harry Potter und all das Schrott gekommen. Und in all dem innen haben wir, oder da die Pokémon und was auch immer alles war. Und in dem innen haben wir versucht, ihnen Anleitung zu geben, wie sie Sachen prüfen können. Und oft haben sie es selber gemerkt und gesagt, das bringt nicht das Gute. Der Himmel bringt immer das Gute. Das bringt etwas Komisches. Das wollen wir gar nicht. Das war wie die Grundprüfung. So. Ist die Frucht etwas Gutes oder ist etwas Beängstigendes? Etwas, das dich einschränkt? Und in dem Sinne versuchen ihnen wie eine eigene Prüfungsmöglichkeit zu geben, damit sie es selber dürfen checken. Und dann haben wir manchmal natürlich auch noch mithelfen und sagen, du, was ist das? Du, wir haben das geprüft. Prüf es auch nochmal. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Und in dem Sinne versucht nicht einfach mit Verbot irgendwie, sondern einfach ihre Herzen vorzubereiten, dass sie das selber wollen. Mhm. Ja. Wie haben Sie die Balance gehalten zwischen Fehlern anzusprechen bei den Kindern, sie auch zu korrigieren und gleichzeitig sie zu ermutigen und zu aufbauen? So die Balance in dem Sinne. Das ist eine gute Frage. Also das stehen wir sicher immer sehr schnell auf der korrektiven Seite. Oder wir sehen sehr schnell, ich komme am Morgen in ein Zimmer rein, also wo unsere Kinder noch klein waren, oh, wow, was läuft hier wieder, Kleider am Boden, die Geschichten. Und dann musst du sagen, okay, ich versuche, oder das haben wir uns als Ehepaar gesagt, wir versuchen, Sachen, die wir korrigieren wollen, nicht im Kriegszustand korrigieren, sondern in Friedenszeiten. Also, weil wenn du dort einfach nur aussteigst in diesem Zimmer, das darf man so mal erleiden, gell? Also ich meine, wir sind ja Menschen, die mal ein bisschen verrückt werden, das muss erleiden. Aber in dem Sinne immer versucht, Friedensmomente zu schaffen, wo wir mit den Kindern völlig entspannt können über Geschichten reden, wo wir das Gefühl haben, was wirklich Veränderung braucht und Korrektur braucht. Anstatt im Affekt das näher zu nehmen. Und oft sind wir zu large, oder wir genießen es einfach, wenn mal kein Rebel ist in der Hütte. Oder? Und eigentlich ist das der beste Moment, für Sachen zu setzen. Und ich glaube, diese Momente bewusst zu sagen, hey, eines von den Kindern, hey, komm mal auf die Chance. Hey, mir ist das aufgefallen. So, und in dem Sinne haben wir versucht, ein Ort zu sein von Wertschätzung und gleich von klarer Korrektur. Wir haben klare Grenzen gesetzt. Okay. Ich habe gerade noch eine Frage, die geht auch so ein bisschen wie habt ihr eure Kleinkinder diszipliniert? Und wie sehen ihr biblische Disziplin? Ja, das ist eine heikle Geschichte. Ich bin mal vom Beobachter völlig verleumdet worden. Und das haben wir dann der Gong gegeben. Der Beobachter hat irgendwie geschrieben, ich sage,
wie hat er es gesagt, ich bin Fachexperte in Züchtigungspädagogik. Also ich meine, unsere Kinder waren dann schon älter, die haben sich krumm gelacht, aber ich habe es nicht so lustig gefunden. Ich war dann Schulkommissionspräsident, das hat doch gerade ein bisschen Geschichte ausgelöst. Und dort ist gesagt worden, ich führe irgendwie ein Seminar durchführen, wo ich zur Züchtigung aufrufe. Also, so ein Schrott. Also, ich weiß nicht, eben. Also darum brauche ich wenigstens Fenster, das wer irgendwie mit googelt, findet das leider. Aber es ist wirklich falsch. Wir haben nicht Disziplinieren, wir haben nicht ein System von Disziplinierung. Das finde ich ganz gefährlich. Oder mit, das Vergehen gibt das und das Vergehen gibt das. Sondern wir haben versucht, und das klingt jetzt hyperfromm, aber so haben wir es wirklich versucht zu machen, zu sagen, Heiliger Geist, du bist unser Ratgeber in jeder praktischen Frage. Und wir sind so manchmal angestanden als Eltern, dachten, hey, was sollen wir jetzt? Jetzt bringt der Reden nicht mehr. Gib uns Offenbarung. Wie können wir jetzt die Situation klären? Und in dem haben wir nicht eine Form von Disziplin gehabt. Ich bin total gegen körperliche Züchtigung. Das ist für mich nicht ein Ausdruck von Disziplinierung, sondern es ist ein Ausdruck von Einschüchterung. Aber ich habe versucht, einfach trotzdem mit Klarheit, klaren Ansagen, manchmal auch klaren Leitplanken. Ich glaube, ein Kind braucht Leitplanken. Aber das ist nicht bei jedem Kind in jeder Situation gleich gewesen, sondern wirklich, das hat mich auch immer spannend gedacht, so den Schlüssel zu finden, wo wir als Ehepaar auch viel darüber gebetet und geredet haben. Super, danke. Wie macht ihr es, wenn eure Kinder euer Vertrauen missbrauchen? Habt ihr das erlebt? Und wie sind ihr damit umgegangen? Oder was ratest du uns da? Ja, ich weiss noch, es war in der Spätsäckzeit von unserem Sohn, wo wir ihn so gesehen heimlaufen an unserem freien Tag. Und ich sage zu meiner Frau, der läuft komisch. Der ist bedrückt. Und wir haben nicht viel mehr überlegt, aber wir gewusst, irgendetwas ist im Busch. Und an dem gleichen Nachmittag oder kurz später haben wir das Telefon bekommen von seinem Lehrer. Und er dankte, dass wir diesen Bericht unterschrieben haben. Und meine Frau hat gesagt, ja, welchen Bericht? Ja, genau. Und dann ist das Ganze ausgekommen. Oder? Und er wusste, warum er ein bisschen geknickt ist, heimgelaufen. Und er hat dann gesagt, aber Daddy, hey, ich wollte dich nur entspannen. Also, weißt, ich bringe das schon her mit dem Franz. Hab keine Angst. Das ist er hat so locker hergebracht. Aber Fakt ist, er hat diese Unterschrift gefälscht. Im ersten Moment habe ich wirklich ziemlich Gas gegeben und gesagt, hey, das ist heftig. Das ist ein heftiges Vergehen. Du hast unser Misstrauen verbraucht. Und da musst du jetzt so einen Weg finden, wie du das Vertrauen wiederherstellen willst. Da ist etwas ein bisschen kaputt gegangen. Ich muss ehrlich sagen, als ich draussen war, habe ich meine Frau angeschaut und gesagt, ehrlich, es ist gar nicht schlecht, dass so mal etwas passiert. Also, aber im Gegenteil, das nicht sagen. Und von dem her, unser Vertrauen ist immer wieder missbraucht worden. Wir haben aber immer wieder gesagt, schau, jetzt hast du das Vertrauen missbraucht. Du musst dir überlegen, was kannst du machen, um uns zu helfen, dir zu vertrauen. Und gleichzeitig, wir haben uns schon lange entschieden, dir wieder zu vertrauen. Aber es wäre hilfreich, wenn du uns auch noch ein bisschen helfen dabei. Okay. Nur die letzte Frage. Zwar fragt euch jemand, was soll ich tun, oder was soll man tun, wenn nur ein Elternteil gläubig ist? Ich nehme an, das ist in Bezug auf das, was du vorher preached hast. Genau. Übrigens noch Klammerbemerkung, bevor ich noch zu sehen kann. Der Timo, unser Sohn, ist schon Geschäftsführer von GPMC. Und unterschreibt immer, also ich muss die Rechnung unterschreiben, bevor er zahlt. Er sagt viel, Daddy, ich kann das sonst für dich machen. Also nur zum Witz. Okay. Ich weiß, wie es geht. Okay. Aber also, wenn nur ein älterer Teil gläubig ist, ja. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass jeder Mensch bejaht die himmlischen Werte. Egal, ob gläubig oder nicht gläubig. Ich habe Erziehungskurs gegeben, Publikum, 90%, nicht mit Jesus unterwegs, die eigentlich nur von den himmlischen Werten geredet. Und die Leute haben gesagt, genau das wollen wir. Das weiss jeder Mensch. Jetzt, logisch ist es ein riesiger Gewinn,
Oder nicht ein Riesengewinn, es ist das A und O, dass wir den Jesus einladen. Johannes 14,23 heißt, und wer mich einladen, wird ich kommen, wird eine Wohnung machen. Von dem Moment an, wo Jesus in mein Herz ist eingezogen, sind die Werte nicht nur weit oben gehangen, wo ich gehofft habe, ich schnappe mal, sondern auf einmal gemerkt, jetzt ist der Heilige Geist gekommen und fängt an, die Werte in meinem Leben umzusetzen. Wie krass ist denn das, oder? Aber der Traum ist der gleiche von jedem Menschen. Er will echt in diesen Werten leben. Und wenn jetzt dein Mann oder deine Frau noch nicht mit Jesus unterwegs ist, ich glaube, redet über die Werte. Was wollen wir für Werte leben? Natürlich ist es ein mega Krampf, die Werte aus eigener Kraft zu leben. Aber das will die Welt ja eigentlich. Das spürt man allen sozialen Anliegen. Aber in dem Sinne trotzdem sagen, so können wir weiter Werte definieren und sagen, hey, ich versuche die Werte nicht aus meiner Kraft, sondern mit Jesus zu leben. Aber können wir als Familie so unterwegs sein? Und ich merke, es gibt eine Kultur, die nicht bedrohlich ist, wo der Mann nicht immer neben außen steht, sondern er hilft mit, in diesen Werten das umzusetzen. Und natürlich, ich glaube, früher oder später merkt jeder Mensch, die Werte sind nicht ergreifbar, wenn nicht er sich erbarmt und mein Leben wirklich auf Raum nehmen. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass das passiert. Ja, hey, das ist so aufbauend und ermutigend. Ich danke dir vielmals, Kuno, für alles, was du mit uns geteilt hast über das Wochenende. Auch jetzt wieder einfach deine Offenheit, deine authentische Art. Ich danke dir mega. Ich glaube, das ist für uns so eine Bereicherung. Da kann jeder von uns etwas mitnehmen und wirklich davon profitieren, wenn wir es mitnehmen und bewegen lassen. Komm, wir geben Ihnen einen herzlichen Applaus. Darf ich dich noch bitten, für uns beten, uns segnen und die Band darf in dieser Zeit noch hochkommen. Ja. Und Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass du mit deinem Leben gezeigt hast, wie der Himmel ist. So eindrücklich, kraftvoll, nachhaltig. Und du hast uns nicht nur von etwas geschwärmt und etwas vorgelebt, sondern du hast uns einen Weg gegeben, wie der Himmel zu uns kommen kann. Du bist der Weg. Jesus, du bist der, der uns in die himmlischen Werte einführt, wie da der Himmel wirklich Raum gewinnt in unserem Herzen. Und ich bete für all die Menschen, die dich noch nicht kennen, die jetzt zugelassen haben, dass sie dürfen dich einladen, damit der Himmel nachhaltig in ihrem Herzen Einzug hält. Ich bete für all die mit dir schon unterwegs sind, die merken, oh, da gibt es noch so viel mehr vom Himmel. Dass wir unser Herz öffnen, nicht aus eigener Kraft, sondern wirklich aus Kapitulation, die dürfen in Empfang nehmen. Ich bete, dass ein neuer Einzug hält in die Familie. Und dass dort, wo manchmal der Himmel sich wieder verziehen will, weil die Erde so dominant ist, da bete ich Jesus, dass du uns hilfst, den Traum nicht aufzugeben, dass der Himmel und wirklich die Werte vom Himmel wirklich abbrechen in unser Leben, in unserer Familie. Und so spreche ich Frieden aus, Frieden in die Ehen hinein. Ich bete, dass Menschen, die krank sind, jetzt auch den Himmel erleben. Gerade die Person, die mit ihrem rechten Handgelenk so Schmerzen hat. Ich bitte Jesus, du Heilung bringst. Das Ehepaar, das letzten Donnerstagabend so eine Zoffe hatte, bis seither so wie einfach nicht mehr miteinander recht reden. Ich bete, dass du Herzen aufbrichst. Jesus, wir glauben, dass du der Heiler bist von unseren Beziehungen, von unserem Körper, von unserer Seele, von unserem Geist. Und für das gehen wir, Jesus. Und dafür danken wir, dass du vorangehst und uns schützt und führst. Amen. 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 Danke.